es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer, und es setzte sich auf jeden unter ihnen. Ich begrüße euch mit diesem merkwürdigen Ereignis, das kein Mensch erklären kann und auch kein Wissenschaftler. Es ist eben ein Wunder im höchsten Grad. Etwas, was aus dem Himmel auf die Menschen gekommen ist, nämlich der Heilige Geist, in dieser damaligen Zeit sogar in einer sichtbaren Form. Etwas so hat es noch nie gegeben vorher. Etwas so ist nur sehr selten hier und da passiert seither. Aber wir feiern es heute. Wir feiern es in dieser Form, die eben für uns möglich ist. Ihr könnt es jetzt daheim ein bisschen miterleben, je nachdem von euren Sesseln und Kanapee, wie ihr so immer einrichtet. Jedenfalls wünschen wir euch mit diesem heutigen Gottesdienst auch ein Erlebnis, dass ihr irgendwie in die Nähe von dieser Dimension kommen könnt, die damals zur Gründung von der Gemeinde von Jesus Christus, so Celia Kirche, geführt hat. Wir werden heute einen lebendigen gemeinsamen Gottesdienst feiern, zusammen mit dem Quartett vom Kirchenchor. Es ist ja nicht möglich, dass alle hier singen, aber doch, alle Stimmen sind vertreten. Und es wird ein bisschen speziell sein, aber sicher ein besonderes Erlebnis auch für euch. Merci vielmals Osvaldo und der Esther, die den musikalischen Teil verantworten und das auch so wunderbar zusammengestellt haben. So werden wir jetzt ein weiteres Stück hören, und zwar das Stück Gloria. Alles zusammen ist ja von der Messe von Gounod. Das heisst, es ist so etwas wie eine handliche, kleine Messe für normale Gottesdienste. Ich lade euch ein, still zu werden zu einem Gebet. Man kann auch daheim aufstehen zum Gebet, oder wie man es dir am liebsten machen will. Vater im Himmel, wir versammeln uns vor dir. Du hast uns gerufen, in deine Gegenwart zu treten. Dem, was Pfingsten passiert ist ja eine Wartezeit vorausgegangen. Und so Wartezeiten gibt es auch in unserem Leben, wo wir eigentlich mehr von dir möchten erleben, wo wir mehr in die Dimension vom lebendigen Gott möchten kommen, wo wir so einen Kraftschub erwarten oder tiefere Einsicht, Erkenntnis und Begegnung von dir, wo in uns die Sachen freigesetzt werden, die wir schon lange möchten umsetzen, wo wir Gemeinschaft tiefer erleben können, jetzt ein bisschen erschwert in der heutigen Krisenzeit. All das bringen wir vor dir und du hast unser Gebet schon lange gehört. Du, der uns deinen eigenen Sohn hast gegeben, wie würdest du uns mit ihm nicht alles schenken? All das Viele. Und es ist ja noch viel mehr als das, was wir bisher kennen. Und darum klopfen wir heute wieder neu an die Tür, aber du klopfst ja auch an unsere Tür. Und wir bitten, dass wir etwas von dieser Dimension, von deiner Gegenwart unter den Menschen erfahren können.
von dem Pfingstwunder, dass wir dem näher kommen, dass es sogar freigesetzt wird, dass unser Leben verändert und erfüllt werden durch den Geist von Jesus Christus. Und alles, was uns hindern will, das zu erleben und zu erfahren, das tiefer zu verstehen, das können zu empfangen, all das bringen wir hier vor dir, gerade am Anfang von unserem gemeinsamen vor dir stehen. Wir bringen es vor dir und wir bitten, räum das weg. Jesus Christus ist ja gestorben und hat all das Zeug dann getragen, alle Köder, alles, was hindert, hat er mit in den Tod abgenommen, sodass wir empfänglich sein können für das Neue, wegen dem du ihn ja hast in die Welt hineingeschickt. Dass wir beschenkt werden vom Brot, vom Himmel. Auch in dem Moment jetzt, wo wir hier mit dir zusammen werden verbringen. Amen. Wir kommen jetzt zu der Lesung. Es gibt nur eine Version von Pfingsten, nicht wie bei den 4 Evangelien, wo man den Luxus hat, immer mehrere Versionen zu hören von den Ereignissen. Hier ist es einfach das 2. Kapitel, der Anfang. Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer, und es setzte sich auf jeden unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. In Jerusalem aber wohnten Juden, gottesfürchtige Männer, aus jedem Volk unter dem Himmel. Als aber dieses Getöse sich erhob, lief die Menge zusammen und sie wurden verwirrt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Es erstaunten aber alle, verwunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle, die hier reden, Galiläer? Und wie hören wir, jeder in seiner eigenen Sprache, in der er geboren ist, Parther und Meder und Elamiter und die, welche Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und die Gebiete Libyens bei Kyrene bewohnen, und die hier weilenden Römer, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wie hören sie in unseren Zungen von den großen Taten Gottes reden?
Ich sage da letzte noch eins. Wir hören sie in unseren Zungen von den großen Taten Gottes reden. Sie erstaunten aber alle und waren ratlos und sagten einer zum anderen: Was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten, sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus mit den 11 auf, erhob seine Stimme und redete sie an: Ihr jüdischen Männer und ihr alle, die ihr Jerusalem bewohnt, das sei euch kund und horchet auf meine Worte. Denn nicht sind diese, wie ihr annehmt, betrunken, es ist ja erst die 3. Stunde des Tages, sondern hier erfüllt sich, was durch den Propheten Joel gesprochen wurde. Liebe Zuhörende, Männer und Frauen, jung und alt, miteinander feiern wir das besondere Ereignis, das eine unglaubliche Dimension eröffnet. Wenn wir bei uns selber schauen, was ist so die Mitte vom Gottesdienst, von unserem Glauben, bei uns, so wie wir es transportieren von Generation zu Generation, dann haben wir ja ein Datum gehabt, letztes Jahr, Reformationsjahr, 500 Jahre Jubiläum. Da hat man gesagt, ja, jetzt sieht man wieder, von was wir immer gelebt haben, all die Jahrhunderte. Nämlich aus Gottes Gnade, das ist so etwas wie das Prunkstück, das wir haben. Nachher natürlich, wie die Reformatoren gesagt haben, nur das Wort. Also, wir stützen uns auf das Wort und nicht auf auch noch andere Traditionen und Lehren. Und nur Christus. Also das ist das Fundament von unserem Glauben. Wir machen nicht auch noch Abschwenkungen zu allen anderen Religionen, für dort auch noch irgendwie etwas herzumieten. Das ist so unser Festbestand. Wir haben die Tradition vom Wort ja in unseren Kirchen immer am Leben erhalten und das zum Glück ist bis dahin gelungen. Wir haben nachher aus dem eine Form von Gemeinschaft entwickelt. Kirchengemeinschaft, so wie man es hat, mit nachher noch ein bisschen Apero und so, das gehört so ein bisschen zum festen Bestand. Aber es gibt x andere Formen von Gebetsgruppen und Hauskreisen und was es immer auch gibt. Wir haben Kirchenmusik wieder neu belebt. Vorher war ja das ein bisschen ein Singsang von den Mönchen. Die Reformation hat dort die Türen aufgetan. Heute hat man die Kirchenchöre. Natürlich längstens haben das Katholiken heute auch. Heute kommt das ja speziell zum Tragen in unserem Gottesdienst. Und natürlich, was für uns sehr wichtig ist, wir haben Dienste anpacken in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, innerhalb und außerhalb der Grenzen des eigentlichen kirchlichen Lebens. In Israel war das etwas anders. Wenn wir fragen, was hat das alte Israel als seine Mitte? Sie haben nicht das Reformationsjahr gehabt, sondern sie haben den Yom Kippur gehabt, den grössten Tag des Jahres. Und wenn man schaut, was ist denn passiert, dann kommt man ja zu dem wichtigsten Gegenstand, den nie jemand gesehen hat. Israel hat einen Gegenstand gehabt, den nie jemand gesehen hat. Ausser den paar wenigen, die in einer Generation Hohepriester waren, nämlich Bundeslade. Die war hinter einem grossen, dicken Vorhang. Das war die Mitte des alten Israel. Für die Bundeslade hat man ja extra ein Zelt gebaut.
Später hat der Salomo das Zelt nachher umgebaut in Form von einem riesigen, unglaublich schönen Tempel. Und auch dort war es wieder gleich gewesen. Es war einfach ein Vorhang gewesen. Wir haben nicht dahinter gesehen. Ausser am Yom Kippur ist der Hohepriester rein mit dem Blut vom Sündenbock. Der hat Sündenbock geheissen. Und dann ist alle Schuld vom Volk von einem ganzen Jahr vergeben worden. Darum hat man das alle Jahre wieder gemacht, weil das hat immer geheissen, es ist eine Generalamnestie, alle Sünden werden vergeben. Die Bundeslade hat noch ein paar andere Funktionen gehabt. Sie war nicht nur eben der Sühnedeckel, das war ja auch einer von ihren Namen, wo das Blut vom Sündenbock jährlich einmal ist draufgekommen und dann 3 Tage darauf müssen sein, dass Gott hat gesagt, jetzt ist es angenehm, jetzt ist das Volk wieder annehmbar, jetzt hat die Vergebung gewirkt, analog zu den 3 Tagen, wo Jesus nachher im Totenreich war. Sondern die Bundeslade hat ja auch Präsenz bedeutet. Gott ist präsent auf geheimnisvolle Art. Aus diesem Grund hat ja die Bundeslade in späteren Generationen immer sehr viele Spekulationen mit sich gebracht. Wie hätte die so eine Kraft haben? Zum Beispiel für das Meer oder für den Jordan zu spalten, wo die Bundeslade voraus ist. Und nachher ist der Jordan geteilt worden. Das Wasser ist auf beiden Seiten gewichen und das Volk konnte durchziehen. Oder wo sie ist geklaut worden von den Philistern, sind ja die Philister immer dort krank geworden, wo sie gerade war. Und haben immer dort eine Mäuseplage gehabt, wo sie gerade war. Darum hat man gesagt, die hat eine geheimnisvolle Kraft gehabt. Aber das ist nicht an der Zusammensetzung gelegen vom Holz oder vom Gold oder von all diesen Stoffen, die dort gebraucht wurden, sondern das ist einfach Gottes Wahl gewesen, wo er gesagt hat, das ist mein Thron. Und darum hat sie eben auch Gnadenthron geheissen, weil sie ist eigentlich der Ort, wo Gott thront. Und sie ist eben auch der Versöhnungsort gewesen durch das, dass das Blut vom Bock dort drauf gekommen ist. Und letztlich ist sie dann auch noch die Verwahrung von allen wichtigsten Gegenständen, wie zum Beispiel die beiden Steintafeln von den 10 Geboten. Sie waren in diesem Kasten innen, es war ein Stuhl und gleichzeitig ein Kasten. Und da drinnen war aber auch ein Stück vom Manna als Erinnerung an das Himmelsbrot, das ja 40 Jahre lang Israel hat ernährt. Und weiter war ja auch noch der Stab vom Aaron drinnen, wo dann eigentlich ein totes Holz, das wieder ausgeschlagen hat und gerühnt hat. Und dann haben sie aufbewahrt als Zeichen, dass Gott Auferstehung schafft aus etwas Totem. Also es war ein Kasten voller Bedeutung. Und jetzt ist etwas Komisches passiert. Und ich mache jetzt einen kleinen Exkurs nicht für nichts, sondern es ist für mich sehr wichtig, das mitzuteilen, weil das hat mit heute auch viel zu tun. Ihr werdet es dann sehen. Nämlich, die Bundeslade ist abhanden gekommen. Also die Mitte von Israel ist ihnen abhanden gekommen. Das Erste, was sie, nachdem sie aus dem Exil sind, zurückkommen in Babylon, eigentlich wieder hätten installieren sollen, wäre die Bundeslade gewesen. Aber die hat man gar nicht mitgenommen ins Exil. Weil jeder Gegenstand, der mitgenommen wurde, ist ja detailliert aufgeführt. Und jeder Gegenstand, der wieder zurückgekommen ist, bis zum hinterletzten Silberlöffel, das ist alles erwähnt worden. Aber die Bundeslade ist nicht mehr im Inventar. Das ist sehr interessant. Und Jeremia hat seinen Schülern, seinen Jüngern gesagt, ihr müsst die Bundeslade verstecken. In einem Stollen ist das passiert, wo von innerhalb der Stadt, unter der Stadtmauer durchführt, auf die gegenüberliegende Seite. Das ist gekennzeichnet worden, dann zumal das Kennzeichen hat man wieder gefunden. Dort war sie also verborgen und ist nachher nicht mehr vorgekommen. Jetzt einfach nicht mehr rekonstruieren zur damaligen Zeit, wo sie zurückkommen. Erst die Archäologie vom 20. Jahrhundert hat den Ort von der Kennzeichnung wieder deutlich machen. Item. Sie hatten keinen Zugang mehr gehabt, sie hatten keine Bundeslade mehr gehabt. Es hat niemand gewusst, wo das Geheimnis ist, wo der Kraftort ist, wo der unglaubliche Gegenstand ist, wo für das alte Israel das Zentrum war von ihrem Glauben. Das kann man gar nicht anders sagen. Und darum haben sie dort den Tempel wieder aufgebaut und haben den Vorhang wieder eingerichtet, aber dann haben sie einfach eine Geheimniskrämerei betrieben. Die Leute haben ja nicht gewusst, dass keine Bundeslade mehr rum ist, das gewöhnliche Volk. Und der Priester ist dann oben hinter dem Vorhang, der Hohepriester, einmal im Jahr,
Und was hat er wollen? Oder? Er hat wahrscheinlich einfach einen Tisch dort aufgestellt gehabt. Irgendwie hat er die Augen das Blut vom Sündenbock dort hinter dem Vorhang an einem Ort her tun. Und erst der Karfreitag hat das Geheimnis mit einem Schlag gelüftet. Der Vorhang ist zerrissen in dem Moment, wo Jesus gestorben ist. Und die Leute, die dann gerade im Tempel waren, sicher für die Vorbereitung für das Passa, das nachher kommt, haben gesehen, es ist eine grosse Pleite. Jeder hat ins Allerheiligste hingern gesehen und jeder musste feststellen, ja, es ist ja gar kein Bundesladen dort. Und jetzt lese ich das Wort, das der Jeremia vorausgeschickt hat, für alle Zeit. Warum muss Bundesladen verschwinden? Ein Schock dann zumal für die Anwesenden, aber etwas, was der Prophet schon lange hat vorausgesagt. Das ist jetzt der Predigtext nach dieser etwas langen Einleitung, Jeremia 3, 15 und folgende. Und ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die werden euch weiden mit Einsicht und Klugheit. Wenn ihr euch dann mehrt und fruchtbar werdet im Land in jenen Tagen, spricht der Herr, so wird man nicht mehr sagen, die Lade des Bundes des Herrn. Sie wird keinem mehr in den Sinn kommen, und man wird ihrer nicht mehr gedenken. Man wird sie nicht vermissen und sie auch nicht wiederherstellen. Alsdann wird man Jerusalem nennen, Thron des Herrn. Und es werden dorthin alle Völker zusammenströmen zu dem Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. In jenen Tagen werden die vom Haus Juda zu denen vom Haus Israel gehen, und sie werden zusammen aus dem Land des Nordens heimkommen, in das Land, das ich euren Vätern zu eigen gegeben. ...500 Jahre nach dem Verschwinden von der Bundeslade ist ja ihnen auch noch der Tempel abhanden gekommen, also 70 nach Christus. Und wir haben gemerkt, sie müssen jetzt durchkommen ohne irgendetwas. Der Tempel ist ja zerstört worden von den Römern. Und im Rückblick muss man sagen, diese Sachen waren alle ein Modell gewesen. Sie waren Anschauungsunterricht, sie waren ein Symbol, sie waren ein Sinnbild, sie waren ein Schatten von dem, was nachher wird kommen. Gott hat schon immer etwas anderes wollen, aber er hat nicht alles auf einen Schlag machen. Einfach weil das auch Pädagogik ist von ihm und weil die Leute nicht fähig sind, so viel auf das Mal auf eine gute Art zu verdauen und zu verstehen. Aus diesem Grund hat es das Alte Testament gegeben, als Vorbereitungszeit, und aus diesem Grund war dort die Mitte vom Volk Bundeslade gewesen. Wir Menschen könnten ja jetzt weitergeführt werden, von einem Schritt zum nächsten. Eben, jetzt braucht es plötzlich das Symbol nicht, aber viele haben gerne Äusserlichkeiten. Das ist ja auch, wenn man pubertiert, ein bisschen so, irgendwelche Sachen aus der Kindheit behalten man einfach noch jahrelang und kann sie nicht gut abstossen. Oder es ist auch so bei den Trauungen, wenn man eigentlich heissen würde, ein Mann verlässt Vater und Mutter und hängt seiner Frau an, dann gibt es dann immer noch Eltern, die sagen, wir haben ja eigentlich immer noch einen gewissen Einfluss auf unseren Sohn. So gerade ganz ihr gehört er ja immer noch nicht. Und so bleibt man manchmal dort auch in einer komischen, ungesungen und klebigen Beziehungen. Leider passiert das immer wieder. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zum Karfreitag. Was ist eigentlich die Bundeslade? Die Bundeslade ist ein Sinnbild für Jesus Christus selber. Sie heisst ja Lade des Zeugnisses, und wie manchmal hat er doch gesagt, ich bin als Zeuge gekommen. Es heisst sogar in der Offenbarung, ich bin der treue Zeuge. Das ist einer von seinen Namen. Er ist der Zeuge von Gott. Er hat immer bezeugt, was der Vater sagt, hat Jesus den Menschen bezeugt. Jesus Christus ist der Sündenbock mit dem Blut, das ja auf die Lade gekommen ist. Ein für alle Mal heisst, von dann an braucht es nicht mehr die jährlichen Gänge zu irgendeiner Bundeslade für Vergebung zu bekommen. Von dem profitieren ja wir auch, dass wir jetzt da nicht mehr irgendwie Blut auf Jerusalem schicken. Es ist gleichzeitig auch der Ort der Herrlichkeit vom Thron von Gott, eben der Thron der Gnade, die Präsenz von Gott, weil auf Jesus Christus ist das immer gewesen. Die Herrlichkeit von Gott.
Und er ist ja auch das Manna, weil er Laden war. Das heisst, das Brot vom Himmel, er hat sogar eindeutig gesagt, eure Väter haben das Manna gegessen, ich bin das Brot vom Leben. Und er ist in einem gewissen Sinn auch der Stab, der wieder grünet, der Gestorbene, der ist auferstanden, etwas, was eigentlich gar nicht passieren kann. Ein alter Hirtenstab plötzlich wieder grün, hat wieder Zweige, schlägt wieder aus. Das ist das Wunder von der Auferstehung, ich bin die Auferstehung. Jesus Christus ist eigentlich der Sinn von der Bundeslade. Er ist so etwas wie die Verkörperung von der Bundeslade, oder sie ist ein Sinnbild für ihn. Der Rest, also, was man im Alten Testament, ist nichts als eine Veranschaulichung. Das Alte wird nicht auferstehen. Auch die Reformation in unserer Zeit wird nicht so auferstehen, wie sie mal war. Aber Jesus Christus kann auferstehen und ist auferstanden. Wer kann das begreifen? Gott ist ja nicht an den alten Traditionen interessiert, sondern ist daran interessiert, dass wir in ihm auferstehen können und dass Jesus unter uns auferstehen kann. Das ist sein Interesse, das ist Plan A. Das heisst also, Israel hat irgendwann aufhören, die Kisten umzutragen, sie hätten gar nicht mehr können. Und selbst wenn sie noch aus Gold wären, sind wir ja auch nicht dazu berufen, alte Kisten umzutragen. L'Art sagt, einfach die alte Tradition um ihrer Selbstwillen fortzusetzen. Einfach weil es eine nette Tradition ist. Vielleicht auch, weil es eine kirchliche Tradition ist. Aber es gibt Leute, die sagen, nein, ich will beim Alten bleiben. Ich bin hier daheim, hier ist es mir wohl, hier ist alles übersichtlich, hier gibt es keine grossen neuen Herausforderungen. Hier muss ich mich nicht fest verändern, hier kann ich bleiben, der, wo ich bin, das heisst ja auch schon in der Bibel, ich bin der ich bin. Gott sieht uns aber nicht so. Das Interessante und das Schöne vom heutigen Tag. Wir sind die neuen Bundeslade. Wir sind Gottes Bundeslade. Also das Symbol war von der Bundeslade, wo Gott in einen Menschen verlegt. Zuerst in seinen Sohn und nachher in alle seine Söhne und Töchter. Alle zusammen sind dort eigentlich mitgemeint. Was mit Jesus als Erstem passiert ist, soll mit jedem von uns passieren. So wie Jesus den Heiligen Geist hatte, soll jeder von uns den Heiligen Geist empfangen. Das ist ja der Sinn der ganzen Rettungsunternehmung. Er ist ja nicht aufgefahren, über das haben wir das letzte Mal geredet, er ist nicht aufgefahren zum Himmel, für dass wir hier einfach den Trost haben vom ewigen Leben und den Trost von der Vergebung von der Sünde. Das kann ja nicht der Sinn sein. Nicht, dass das ewige Leben nicht der Sinn ist von unserem Leben, das ist ganz klar. Und nicht, dass Versöhnung und Vergebung so etwas wie der Startpunkt ist von allem christlichen Glauben, ohne das läuft ja gar nichts. Aber das ist noch nicht die Erfüllung für die, wo Jesus gekommen ist. Jetzt sagen die natürlich eben, gibt es etwas Höheres als Vergebung? Gibt es etwas Grösseres als das ewige Leben? Aber der Paulus geht nicht auf diese Art auf die Frage ein, sondern er sagt, sollte er uns mit Christus nicht alles schenken? Sollte er uns nicht alles schenken? Er meint nicht nur Vergebung. Das ist der Anfangspunkt. Sondern er meint, alles, was in Jesus Christus war, soll uns geschenkt werden. Wenn er wäre geblieben und nicht wäre aufgefahren, hat man ihn genau wieder zu einer Bundeslade gemacht. Man hat gesagt, ist doch gut, haben wir einen unter uns, der das alles hat. Ist doch gut, da kann man mit Händen greifen, da kann man immer her, bei ihm ist das alles, was wir brauchen. Es ist eine Garantie für Gottes Präsenz auf unserer Welt. Es ist eine Garantie, dass man den von Zeit zu Zeit sehen kann, so wie man zum Beispiel katholischerseits hier und da den Papst kann sehen, in diesem oder einem Land und sicher immer in den Medien. Es ist irgendwie Gott, der greifbar ist unter uns. Also, hat Gott uns jetzt seinen Sohn gegeben oder hat er ihn nachher wieder genommen, dass wir ihn nicht mehr haben? Wir müssen die Jünger nochmal einen Entzug durchleben. Er hat uns gegeben, für uns das zu geben, was in seinem Sohn war. Der Geist, der lebendig macht. Der Geist, der farbig macht.
Der Geist, der versöhnlich macht. Der Geist, der die Gemeinschaft aufbauen kann. Der Geist, der auch zugänglich ist für Gottes Kraft, die unsere Kraft übersteigt. Und darum sagt Jeremia, und das ist seine Pfingstankündigung, eine von seinen Pfingstankündigungen, Jerusalem wird zum Thron von Gott werden. Das heisst nicht mehr der Gnadenthron im Tempel oder eben früher in der Stiftshütte, sondern Jerusalem selber wird der Thron werden. Jerusalem, da meint er jetzt nicht wieder neue Mauern und neue Architektur und neue Kultur, sondern er meint, Menschen, die in Jerusalem leben, werden Gottes Thron werden. Wie sieht das am Pfingsten aus? Nachdem sie alles verloren haben, nachdem sie den Messias verloren haben, zweimal, zuerst am Kreuz und nachher in der Auffahrt ist er schon wieder fort, kommt er in einer neuen Form, kommt Gott in einer neuen Form wieder zu ihnen zurück und er setzt sich auf sie. Jetzt ist das doch ein interessantes Phänomen. Es kommt das Feuer vom Himmel und setzt sich auf Menschen. Wie früher das Licht manchmal auf die Bundeslade gekommen ist, oder ein Duft oder eine Wolke, und draussen hat es sich als Feuersäule gezeigt, und innen im Heiligtum hat man manchmal gar nicht reingehen, weil es so ist voll war von dem Licht von Gott. Aber das ist jetzt nicht mehr an einem Ort oder an einem Gegenstand gebunden, sondern der Geist von Gott kommt und setzt sich auf Menschen. Auf eine bestimmte Anzahl von Menschen setzt sich Gottes Geist. Menschen als Gottes Thron. Jetzt musst du ein bisschen neu über dich nachdenken. So wie Gott dich sieht. Er sieht dich als das, was früher Bundeslade war im alten Israel. Er sieht dich als sein Thron. Dort will er regieren. Er hockt natürlich nicht auf dich und verdrückt dich. Das war überhaupt nicht ein solches Bild am Pfingsten, sondern etwas sehr Sanftes und gleichzeitig etwas extrem Machtvolles ist auf die Menschen herabgekommen. Und es war ja nicht einfach auf ihrem Kopf, sondern es ist in sie hineingegangen, es ist in ihr innerste Herz hineingegangen, hat sogar ihre Sprachfähigkeiten für eine bestimmte Zeit komplett erweitert. Auch etwas, was sich niemand vorstellen kann. Aber sie haben einfach gemerkt, das ist Gottes Präsenz in meinem Leben. Ich bin sein Thron. Es geht jetzt nicht mehr um Steintafeln, die man da im Inneren umdreht und irgendeine alte christliche Gesetzlichkeit, die man behalten muss. Das ist alles langweilige Zeug. Sondern das lebendige Wort von Gott fängt an in uns wirken, in einem lebendigen Herz, das eben nicht aus Stein ist. Das ist Gottes Geist. Wenn Gottes Geist da ist, erkennt man ja das. Jesus hat immer gesagt, an den Früchten sieht man es ja, an den Früchten. Nicht an dem, was einfach so gesagt wird, sondern die Auswirkungen, die positive Ansteckung. Heute haben wir ja den Kampf der langsam ein bisschen hinter uns. Zum ersten Mal wieder einen Gottesdienst, den wir auch in der Kirche durchführen können, wegen einer negativen Ansteckung. Aber Pfingsten ist ja eine positive Ansteckung. Etwas nochmal ganz anderes, wo sogar kein Social Distancing mehr war, sondern die Apostel haben 3000 Leute getauft an diesem Tag. Leute, die man vorher nicht einmal von weitem hat berührt. Die sind plötzlich dort ins Wasser gestiegen und haben sich das neue Leben schenken. Das ist Erweckung. Dort, wo Gottes Geist im Mass von Gott vorhanden ist, passiert etwas Erweckliches. Der Todstab schlägt wieder aus. Das ist nicht eine Kirchenkultur, die man weiter transportieren kann und alle 500 Jahre mal feiern, wir sind reformiert. Jede Gemeinde hat ein Endlager für alte Kästen. Für eine Art Traditionalismus, der uns nicht näher zu Gott bringt. Für eine Art kirchliches Sicherheitsdenken. Und vielleicht für eine Art kirchliche Sonderkultur, die so ist bleiben stehen, schon ein bisschen fossil geworden ist, die sich nicht weiterentwickeln kann. Das ist das Kreuz. Jede Kirche hat einen Ort für ein Endlager für solche alten Kästen, wo ich sehr empfehle, dass man die wirklich auch endlagert. Und jede Gemeinde hat einen Aussendungsort für neue Bundesladen, für lebendige Bundesladen, für Menschen, die mit der Herrlichkeit von Gott berührt und erfüllt worden sind. Das ist Kanzel. Kanzel ist ein Aussendungsort. Das heisst nicht, wir kommen hierher, weil hier innen ist irgendwie ein Feuer. Oder wir kommen hier rein, weil da innen passiert ein bisschen Pfingsten. Sondern es heisst, was ihr überkommt, das tragen ihr ja raus. Das ist viel wichtiger, als dass wir hier waren.
Und die Frage stellt sich einfach am Schluss, sicher auch an diesem heutigen Tag, wie wollen wir Position beziehen? Wollen wir das geschehen, was in Jerusalem war, was heisst, ich setze mich auf Menschen. Menschen sind mein Traum. Menschen alleine. Nicht auch noch Traditionen, sondern du, die Person, die du bist, soll erfüllt werden mit Gottes Geist. Wollen wir das oder wollen wir alte Prozessionen weiterführen mit so Kästen, die wir umtragen? Wünschen wir uns die Kraft von Gott, die uns selber ganz schwach macht, aber ihn nachher stark in uns? Wünschen wir die Nähe von ihm, wo wir uns sogar ein bisschen verlieren in unserem Gott, weil er so mächtig ist, aber das genießen und das immer wieder suchen und aus dem heraus sogar ein bisschen durch seine Augen schauen und die Welt so sehen, wie er ist? Wünschen wir uns, dass es so eine Multiplikation kann sein, wie es dann im Pfingsten ist passiert. Dann sind wir genau auf dem richtigen Thron und haben den heutigen Tag verstanden. Amen. Ich lade euch ein, zu einem Gebet noch einmal still zu werden. Jesus Christus, weil die Umstände ja so ein bisschen umständlich sind im Moment, verzichten wir hier auf das Abendmahl, das normalerweise bei Pfingsten auch mit dabei ist. Ein wichtiges Zeugnis, das man dir begegnet aus dieser Bundeslade, dieser lebendigen, zweibeinigen, dem Thron von Gottes Gnade, dem lebendigen Wort, dem Manna, dem Sühnedeckel und auch dem Blut vom Sündenbock. Wir begegnen dir in dem. Aber wir wissen, dass ja du noch weitergehst. Du willst nicht einfach unsere Bundeslade sein, sondern du willst uns deinen Geist schenken, dass der gleiche Geist, der dich ermächtigt hat, ein Salz zu sein von der Erde und ein Licht in dieser Welt, dass der gleiche Geist in uns ist und uns ermächtigt, ein Salz zu sein auf der Erde und ein Licht in dieser Welt. Und wir wollen jetzt all das vor dir bringen, was uns ist durch den Kopf gegangen, wo wir merken, wir tragen halt doch auch noch alte Kästen um. Einfach Zeug, die man hat übernommen, was sicher auch gut war irgendwo und irgendwie, aber auch schon wieder ein bisschen überaltert und wo nicht so immer limitiert, wo wir dann vielleicht so kirchlich sind oder so umständlich sind oder kompliziert und wo es vielleicht mehr Inspiration braucht, für den Menschen heute zu begegnen. Und wir geben die Kästen ab und es tut uns so leid, dass unser Herz oft am Alten hängt und dass wir damit verpassen, dass es noch mehr gibt von dir. Bitte reinige uns vom alten Holz und Gold und Silber. Nimm uns das ab, jedes Joch, jede Sicherheit, jedes
Denken, das in dieser Richtung geht, dass wir einfach gerne den Rahmen brauchen, den Menschen gesetzt haben und Menschen manchmal verändern. Mach unser Herz frei für eine Empfänglichkeit, für eine Neugeburt, für eine Geburt im Heiligen Geist, dass die Geist in uns geboren wird. Dass wir, wie Jesus gesagt hat, dass wir neu geboren werden durch den Heiligen Geist und im Heiligen Geist. Dass er das Wichtigste wird von unserem Lebensstil. Dass er die entscheidende Kraft ist, eine Kraft, die nicht weggeht. Dass er die inneren Augen vom Herz auftut. Er. Dass wir dich sehen können, dass wir durch deine Augen schauen können. Dass wir die Welt so sehen, wie du sie siehst. Dass wir mit deinem Erbarmen erfüllt werden. Im engsten Kreis und darüber aus. Dass es die Kraft ist von unverwüstlicher und wetterfester Liebe, die uns vorwärts bringt. Dass wir dort Brücken bauen können, wo keiner sind. Dass wir dort Brot verteilen können, wo eigentlich niemand von uns hat, wo du uns aber schenkst. Dass wir dort auf Steiger leben, das Aufstehen aus alten Köttinnen, wo es eigentlich gar nicht geht. Für das bist du gekommen und nicht für weniger. Nicht für weniger. Und du hast so einen teuren Preis gezahlt und es wäre schade, wenn man das alles einfach in einen Kasten tät und von Generation zu Generation würde als kirchliche Lehre und Tradition weitergeben. Wie erbärmlich wäre das? Du bist gestorben, für das wir leben können. Und leben können wir in deinem Geist. Und wir segnen die, die über das Internet in solchen Gottesdiensten teilnehmen können, die schon lange in eigenen Wängen eingeschlossen sind oder auch in der eigenen Angst eingeschlossen sind, was noch schlimmer ist. Und wir sprechen dort auch Leben rein, dass die Menschen erkennen können, du bist ja gleich auch dort. Und du kannst auch solche enge Räume umwandeln, dass sie voll sind von einer neuen Perspektive, Orte vom Gebet, Orte, wo man dein Wort liest, Orte, wo man dir begegnet, wo man jetzt in dieser ruhigen Zeit, in dieser stillen Zeit ausgerüstet wird für wieder andere Zeiten, die nachher kommen. Amen. Und so beten wir miteinander, wie Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Oh
Wir kommen zu den Mitteilungen und zum Segenswort. Die einzige Mitteilung ist die, dass mittlerweile in dem Newsletter aufgeschaltet ist, was es an wichtigen Aussagen zu machen ist in Bezug auf künftige Gottesdienste. Das hat man schon vor der Pfingsten hören, aber ich sage es einfach als Erinnerung. Noch eines, ihr könnt dort nachlesen, dann seht ihr, wie das bei uns in Zukunft gehandhabt wird. Weil auch der Gottesdienst, den wir hier feiern, ist ja gleichzeitig in der Kirche auch jetzt Anfang unter diesen Minimalbedingungen und Vorschriften, die uns ein bisschen Spielraum geben. Wie es dann genau weitergeht, das hört ihr und könnt ihr auch sehen in diesem Videoclip, wo der Ivo Moser zu euch redet, der Präsident. Wir kommen zum Segenswort. Wie ich gesagt habe, hier noch einmal. Alsdann wird man Jerusalem nennen Thron des Herrn, und es werden dorthin alle Völker zusammenströmen zu dem Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er hebe sein Antlitz auf über euch und gebe euch seinen Frieden.